Oh nein, Schorler Fortun bedroht uns. Natürlich bezahlen wir. Ah, Sie schließen sich der gerechten Sache an. Naja. Was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Treten Sie vor den Thron. Bereit. Was haben wir jetzt So bekommen? wird die Freundschaft zwischen unseren Völkern gestärkt. Aha. Ja, gut. Propeller drehen sich. Ist doch schön. Funktioniert. Hervorragend. Ich geh mal hier hinkommen. Dann als nächstes bin mein Kriegsschiff bereits hier angelangt. Sehr gut. Alles abliefern und dann bereits mal den Hafen ausbauen. Dann gucken wir mal, die Geschützstellungen. Ernsthaft, ich habe kein Holz mehr. Okay, ich glaube, wird Zeit, dass die hier eigenes Holz produzieren. Weil so geht's ja mal nicht hier. Hm? Die Frage ist bloß, wo zum Henker gemacht ist. Gut. Und wirklich irgendwie Ding brauchen wir gar nicht. Das Wasser meine ich. Das ist hier schon mal ein Vorteil. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch schon mal ein bisschen weiter planen. Wasserpumpe brauchen wir hier für die andere Richtung. Dann brauche ich natürlich noch eine weitere Straße. Hier rüber geht es, ist aber schon mal erwähnt. In der vorletzten Episode oder wie auch immer. Also ich muss hier gucken. Nehmen hier oben nochmal ein paar Felder kredenzen. So. Das ist natürlich ein bisschen dümmer, aber dann tun wir es einfach mal schon mal hier so vormerken, damit ich weiß, aha, da wird es weitergehen. Dann haben wir hier ein Lagerhäuschen. Ich glaube, das kann man durchaus so machen. Bauen mal das Teil dahin. Dann haben wir hier die Gebäude. So, dann ziehe ich hier die Wasserfuhre durch, nach irgendwie da drüben, keinen Plan. Das heißt, der wird vermutlich dahin kommen. Und der vielleicht sogar hier unten. Und ich ziehe da mit dem Wasser echt so eine Schlaufe nach quer rum. Ja, irgendwie so, kein Plan. Geht schon irgendwie aufgehen, Freunde. So, warte mal. Ja, dann könnt ihr eigentlich wieder zurückgehen. Wenn das heißt, der dritte, der kommt dann demnächst. Dann brauche ich den eher ein bisschen versetzt nach oben. So, und bauen einen Reparaturkran hier hin. So, das eben sobald die Materialien da sind. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, nichts Neues, auch in diesem Jahr nicht. Kann trotzdem schon mal upgraden, das Konto. So, Zinken ist noch bereit, wir brauchen nur eine. Reparaturkran ist auch klar, aber da fehlt mir jetzt wieder die Ziegel. Okay. Dazu dann später mehr. Gut, das heißt, euch werde ich mal hierhin positionieren. Von hier aus könnt ihr relativ schnell in alle Richtungen davon straven, genau, weil mit ihm jetzt bald schon mal zu Ende gehen. So. Du bist da hier. Wie gesagt, dass ich den ein bisschen dazu nutze zum Waren austauschen und so. Hä? Auf Kurs. Okay. Dann fliegt er darüber. Der will die Fregatten haben. Das später. Jetzt hier. Wählen Sie die Artefakte aus, um sie auszugraben. So. Eine alte Säule, die offenbar die Bibliothek gestützt hat, bevor Surya diese niederbrannte. Hier verbirgt sich noch okay. mehr Geschichte als erwartet.
Sie sollte freigelegt werden, während die Ausgrabungen fortgesetzt werden. Bin ja schon dran. Versiegelte Vase. Geschützt von den Flammen einer versiegelten Vase ist der uralte Wandteppich noch immer wunderschön, auch wenn seine Farben verblasst sind. Ja, schade natürlich. Hier. Die uralte, sorgfältig beschriftete Steintafel ist noch teilweise entzifferbar. Steintafel. Uraltes Hafenregister. Ein altes Register von Schiffen und deren Fracht im Hafen von Kidusi Anitoni. Ankunft und Abfahrt, Schiff und Waren. Ein Abschnitt ganz unten auf der Steintafel scheint sehr viel besser erhalten zu sein, so als wäre er deutlich jünger als der Rest. Der Kidusi Anitoni aufgrund uralter Gebote keine Waren produziert. Ein historischer Beweis für die Rechtmäßigkeit von Kidusis Glaube. Vorfahren im goldenen Zeitalter erkannten, dass die Aufgabe der Kidusi Anitoni nicht die Produktion von Waren, sondern das Erlangen von Wissen ist. Die Ausgrabungen können fortgesetzt werden. Schauen Sie sich die Statue genau an. Vielleicht inspiriert sie dazu, ihre Chroniken niederzuschreiben. Der Aufstieg des Dämons. Weiß nicht so recht. Hab's eigentlich nicht so sehr mit Dämonen. Im Schwebezustand. Aber danke. Scheiß Hugo muss auch mal abliefern irgendwie. So, warte Ich mal. hatte schon erwartet, dass sich hinter diesem Projekt mehr verbirgt, als Sie zugeben wollten. Ich vermute versteckte Absichten dahinter, mit denen Sie Ihre Unabhängigkeit stärken möchten. Was wäre so schlimm daran? Marktplatz. Ja, ich glaube doch, ich baue es hier drüben. Klar, ist alles fruchtloser Boden und so, aber hey, ich meine, hier oben, das Land hier, das brauche ich zum Bauen und so, da wäre doof, wenn ich es da machen würde. Waren wieder ein paar Hirtenhäuser. Ups. Dann machen wir es ein bisschen anders hier. So ein bisschen versetzt. So. Ene, mene, mai. Oh wei. Yeah. Ja. So, warte mal. Gehen nicht rumschnacken, sondern arbeiten. Bing. Die Geschichte handelt von einer Stadt wie unserer, in der alles gut war, Bis sie kamen. Bis sie kamen. Warte mal. Moment. Holz wäre jetzt nicht so schlecht. Ich denke mal, hier wo es trocken ist, wäre sowieso keine so schlechte Idee. Wie kann ich helfen? Du könntest arbeiten. Wäre mal ein Anfang, oder? Theoretisch so eine Idee, ob ich die Ziegenfarm mir direkt selber mache. Im Gegensatz zu der Insel, wo ich halt wirklich keinen Platz hatte, habe ich es halt da unten. Okay, sehr gut, sehr gut. Das kommt langsam aus, also kann ich noch nicht ganz bauen, aber fast schon. Ah, das kommt gut, das kommt gut. Ein bisschen mehr Holz kann nicht schaden. Und generell sind sie ja fürs erste Mal zufrieden. Und das mit der Milch, die Milch wollen sowieso erst, wenn sie ein paar mehr eingezogen sind, insofern. Nein, wirklich. Ich schlafe bei den Tieren. Ohne mich sind sie ohnehin immer so unruhig. Nein, wirklich, ich schlafe bei den Tieren. Und ich bin gar nicht seltsam. Und Tiere sind unsere besten Freunde. Na gut, das wäre sogar etwas das Wahres daran. In der sonst etwas creepigen Aussage.
So, dann hätten wir das auch. Dann können wir die noch ganz kurz upgraden. Das bisschen Holz haben wir noch. So, eben, die sind nachher für die Suchbecken verantwortlich, dass wir das ein bisschen fokussieren können. Ich will jetzt, ob wir das mit den generell hier die Gewänder, aber die vielleicht hier auf der Insel komplett machen soll. Das heißt von unserer Hauptinsel eigentlich outsourcen soll. Ich finde irgendwie, das könnte noch Sinn machen. Die Waffenruhe wurde beendet. Weil wir das das Einkommen und so weiter haben, die Fruchtbarkeit. Naja, mal ein bisschen gucken, wa? Weil ja hier haben wir halt das mit dem TIF, was ich hier sicher brauche. Ich habe halt hier dummerweise echt keinen... Weil eventuell cool, wenn es hier echt switchen könnte. Auf Gewürze als Beispiel. Erfordert bahnbrechende Entdeckung, ja, ich weiß. Aber generell, dass ich mal hätte. Ja, gerade, meine Nase juckt. So, Verzeihung, wegen hier wieder in diesem Modus. Ja, irgendwie, keine Ahnung, was da mit dem Ding los ist, der Tastatur. Eigentlich habe ich irgendwie schön da meine G1 oder F1-Tasten schön auseinandergenommen, aber trotzdem immer, wenn ich halt die Taste für stumm aktiviere, hat das Gefühl, Windows, ja, er müsste irgendwie seine persönliche F1-Taste aktivieren, im Spiel ist sowieso noch was ganz anderes und so, und dann sieht es irgendwie ein bisschen behämmert aus. Weiß auch nicht. Die Steintafel besuchen, was? Aha. Aber so, aha. So, mit dem Holz geht gut voran. Ganz kurz mit der Route gucken. Eigentlich. So genau, wir machen nur das. Ziegenmilch und Dinge und her schippern. Das Holz müssen sie selber gucken. Aber die auch kein Problem. Ich halt davon noch ein bisschen. Das zu bauen. Ja gut, das kann ich schon mal machen hier. Das lohnt sich noch nicht. Das genauso wenig. Ist eh noch zu teuer. Und ein bisschen mehr Holz. Aber das dann später mehr. So. Also bist du eigentlich auch fleißig daran, ein bisschen mehr Holz zu schürfen. Was ich überhaupt so sagen kann. So, Lagerhäuser. Ich will die Insel ein bisschen abstecken, nicht wahr? Also wir haben gelernt, hier drüben kann man irgendwie nicht bauen. Warum auch immer. Ein Clip ist auf zu steil. Ja gut, ja. Macht Sinn. Ich kann auch hier so eins bauen, man halt. Genau. Hier noch so eins. Hier noch so eins. Passt, oder? So, dann hätten wir das nämlich gleich auch. Im Sternenheim. Ja, eben, ich konnte hier kein Konto eröffnen, also dürfte es auch nicht können. Da sind auf die Insel will, ihn übernehmen will, muss man eine Hauptinsel hier angreifen. Am Anfang kann er hier, oder wird er schön abgewehrt. Ich glaube, wir posten jetzt noch ein bisschen. Irgendwie gefällt es mir aber nicht so richtig. Schon ein bisschen früher abdecken und so. Wird ein bisschen besser. Wir haben jetzt hier eigentlich schon mal ein bisschen abgeballert, auch von Konto selbst. Wir sind halt mit der großen Flotte da, oder beziehungsweise bis er wirklich Schaden machen könnte, bin ich mit den Schiffen eh schon da. Hier, das ist hier eine Lauerposition, aber ganz ehrlich, wenn er echt ein Konto angreifen würde, bis ich mit meinen 3 großen Kriegsschiffen komme, das sähe nicht gut aus für ihn. Oh, sehr geil. Jetzt geht die Kohle wieder hoch.
Und sie hätten gerne Milch. Es kann durch fruchtbaren Boden verbessert werden. Haben Sie gehört, Sir Michael? Ja, ich hab's gehört. Und ich habe hier ja überall ein bisschen fruchtbaren Boden. Das ist ganz geil. Zumindest hier gerade zentral gelegen. Ich meine, vor allem zu Beginn weg, warum nicht direkt ausnutzen, wa? Hier drüben sieht sowieso ein bisschen kacke aus. Hier habe ich zwar wiederum fruchtbaren Boden, aber kann ich wirklich gut bewässern. Das wird ja ein bisschen schwierig werden. Schubida. Achso, da waren die Dinger. Ups. Ganz vergessen. Weil man eben ein bisschen verbessern kann man sicher noch. Ja, okay, das wird ein bisschen schwierig. Scheiß Silos. Hier noch ein Lagerhäuschen. Hier zentral wäre gar nicht mal so schlecht, weil eben hier drüben gehe ich vermutlich sowieso nicht drüber. Hier mit dem Flussgrundstück. Ja gut, das wäre eine Option, wenn ich hier echt irgendwie sagen würde, hey, ich will hier auch noch Wasser verlegen, aber ja. Aber man könnte es überlegen. So. Dann läuft es da hoffentlich auch. Dann gehe ich mit dir schon mal noch ein paar Dinge einpacken da. Lehmziegel? Ne, komm, ich lasse mal. Geh mal hier hin und fülle wieder mal ein bisschen auf. Wie sieht es denn hier so jetzt generell aus? Ja, Hibiskus-Tee sinkt wieder, das war zu erwarten. Ziegenmilch sinkt ein bisschen. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Arbeit hat ihren Wert. Also natürlich, ich war jetzt gerade mit dem Schiff da und habe was abgeholt, aber... Ich habe noch einen Ziegenfarm, also so ist er nicht. Kein Thema. Damit es halt für 2 Inseln ausreicht, nicht wahr? So, kommen wir nochmal ganz kurz wegen ihm hier. Ja, das geht langsam zur Neige, das war zu erwarten. Dafür steigt die Kohle. Sehr geil, sehr geil. So, die Ausgaben gehen weiter. Ja, warten wir mal. Weiß nicht nach, dass die Fundstelle manipuliert wurde. Warum will er unbedingt das irgendwie... Der ist so ein Pessimist, dieser Kaiser. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ja, ich bin ein bisschen fragwürdig, ob ich von ihm jetzt so angetan sein soll. Propeller drehen sich. Hä? Hat doch hier genug Kohle. Hoffentlich schaden wir der Arktis nicht, wenn wir sie erwärmen. Ja, das hoffe ich auch nicht. Klimawandel und so, ganz, ganz schlimm. Also, aha, das heißt, weil ihr damals gefroren habt in der Arktis, 1800, haben wir heute jetzt so Klimaprobleme. Alles klar. Du? Ich war nicht vor Ort, als sie herausgezogen haben. Ich habe voller Sehnsucht das Bild von Xa betrachtet, das du mir gegeben hast. Ich wollte einen Blick darauf werfen, aber man sagte mir, eine Priesterin untersuche die Tafel gerade. Als ich aus der Pause zurückkehrte, lag der Stein wieder in der Erde begraben. Oh Mann. Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Hä? War jemand krank?
Okay, da im Osten der Insel. Hier also. Oh Mann, jetzt spielen wir noch Detektiv Conan oder was? Unter den Terrasse irgendwas verboten. Einen Friedensvertrag unterzeichnet. Okay. Lüge und Wahrheit sind keine absolute Größe. Der Kontext, in dem sie geäußert werden, bestimmt darüber. Nur die Götter sprechen die Wahrheit. Wir müssen uns an ungenügende, im besten Fall individuelle Interpretationen halten. Die Veränderung des Steins ist eine solche Interpretation. Manche werden es als Fälschungen nennen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, den Willen der Götter. Ich fürchte, die Spur endet hier. Vielleicht hätten wir dem früher nachgehen sollen. Aber naja, vielleicht war es auch nichts. Das trifft sich gut. Wir sind nun in die tiefsten Hallen der Bibliothek vorgedrungen, voll mit Versen in der alten Schrift. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, dem Willen der Götter im Himmel wie auf Erden Geltung zu verschaffen. Das erweitert den Spielraum und bietet uns eine Wahrheit, die im Einklang mit dem steht, was wir seit Jahrtausenden verteidigt und aufrechterhalten haben. Der Nutzen ist gewaltig, denn wir können die höhere Wahrheit der Götter bewahren, indem wir die niedere, unvollkommene und weltliche Wahrheit der Menschen abwandeln. Kopieren den Ursprungstext und wir auf ihn anschließen in den Brunnen. Vielleicht wird sich die Wahrheit eines Tages unserer Weisen so wie ihre Zerstörung heute. Noch ist es nicht so weit. Sei verschwiegen, handle geschickt. Oh Mann. Oh Mann. Die Opfergabe. Also, sie ist die Archäologin. Sehen Sie, wie sie da unten auf die Knie fallen? Das sind Leute von Wahadesha, die Kidusi ihre Anerkennung zollen. Ein Zeugnis für unsere stolze Herkunft. Es scheint die alte Schrift von Mbessa zu sein. Es ist eine Schande, dass sie in Surias großer Säuberung des Klerus verloren ging. Wie viele Geheimnisse wir hätten erfahren können. Einige Gelehrte sind spezialisiert auf das Entschlüsseln alter Sprachen. Vielleicht können sie uns helfen. Vielleicht. Vielleicht. Aber auch nicht. Haben wir eigentlich schon drauf geklickt? Ich wusste es. Sie dachten wohl, wir Einwohner von Wahadesha würden es nicht bemerken. Aber wir sind durchaus in den alten Sagen bewandert. Du musst sie zur Rede stellen. Oha. Die Arbeiter schenken ihre Aufmerksamkeit in Enthüllungen der Hohepriesterin. Also stehen sie und denken so, aber was wären hier? Ich meine, befragen Sie ihn. Befragen Sie den Gelehrten in der alten Schrift. Quellen, die auf die alte Schrift hinweisen, sind rar. Mir wurde jedoch gesagt, dass Wahadesha eine wahre Fundgrube für vergessene Überlieferungen ist. Vielleicht Biniam, Ketemas Berater. Er ist in Wahadesha aufgewachsen und hat dort die höchste Bildung genossen. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Glyphen entziffern kann. Oh, dann etwas beschaffen. So. Ja, Freunde, auf alle Fälle ist es irgendwie einerseits spannend, andererseits auch ein bisschen irritierend, was hier so abgeht. Was es genau für die Im Schwebezustand. Zukunft des Landes bedeutet. Natürlich auch für die Zukunft unseres Tees, der Hibiskus-Tee und so. Ich glaube, das sind Dinge, die werden wir dann in einer der nächsten Episoden noch genauer herausfinden.
für meinen Tag jetzt erstmal, der fliege erstmal hier rüber. Guck dir mal noch, was man hier noch so machen kann. Eben wie gesagt, zum Beispiel mal noch einen Reparaturkram bauen. Das scheint mir irgendwie ganz sinnvoll. Dann vielleicht mal mit dem Zuchtbecken anfangen. Zuchtbecken. Weil Milch haben sie jetzt, oder? Die scheinen hier irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen zufrieden zu sein und so. Ich denke, ich werde sie zum Tanz einladen. Vielleicht kann man ihnen noch ein bisschen mehr anpflanzen, so, aber erstmal müssen wir mal gucken, dass wir eben das mit dem Meeresfruchteintopf hinkriegen. Ich glaube, das sind wir jetzt mehr, Freunde, wieder nächste Episode zurück in Embesa, dem Land der Löwen. Aber eben, ne, was hier noch alles sonst abgeht, ich meine, Aufgabe verfügbar, hier noch, also Land der Löwen, was Aufgaben betrifft, ja, Huldrio, die Walpfee, also da haben sie sich gesagt, jo, machen wir einfach mal Rambazamba. Und was dich hier betrifft, Eine ganz und gar Bedeutung. danke. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Man sieht soweit alles cool aus, gar kein Thema. Was für die Zukunft des Landes bedeutet, da war einfach irgendwie, ich meine auch Kaiser Ketemas Rolle, ist schon irgendwie jemand, ich weiß auch nicht, der natürlich auch stolz ist, das merkt man schon. Vielleicht ein bisschen zu stolz, vielleicht ein bisschen weniger zu stolz, dann haben wir ein paar Grafikfehler oder Pixelfehler. Oh Mann, Freunde, im nächsten Part geht's weiter in Embesa. Bis dahin, ciao zusammen.